Nun zusammen und alles klar soweit. Wir kämpfen uns gleich mal ein bisschen durch den Marktplatz und gucken mal, was es in der Kirche alles gibt. Vielleicht finden wir dann hier schon den Schatz und die ganze Geschichte ist rum, aber wahrscheinlich ist es eher ein nächster Hinweis, wie man das aus gute Filme, Serie und Spiele so kennt. Viel Spaß. Wir sind hier beim letzten Mal so auf den Marktplatz gekommen, ne? War Höllebetrieb, ne? War noch vor Corona. Und jetzt wollten wir uns da so Kirche angucken. Oder Kirchturm, was weiß ich, mir wäre es gleich die, was ist. Bin ich mal gespannt, ne? Wahrscheinlich ist es so wie immer. Das ist jetzt so meine Prognose, ne? Also es kann Sinn, dass ich falsch liege, aber ich stehe sagen, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass ich richtig liege. Wir machen jetzt zuerst mal die ganze Arbeit, ne? Dann tun wir irgendwelche Geheimgänge finde und Falle löse und auslöse und Rätsel löse und alles drum und dran. Und dann finden wir, egal was, aber wir finden das und denken, geil, jetzt haben wir es. Jetzt ab zur nächsten Station oder geil, jetzt haben wir den Schatz, wie auch immer. Und in dem Moment, wo wir da rausgehen oder das gefunden haben, gerade in die Hand genommen, dann kommen 1000 Gegner auf einmal von alle Seiten angestürmt. 100%ig geht so aus, aber ich tät mich auch gerne eines Besseren belehren lassen. Schauen wir mal rein. Ladezeiten, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, die sind eigentlich ganz angenehm in dem Spiel am Computer. Also auf meiner PS4 war es länger. Und dann tät ich sagen, gucke mir mal, was da Phase ist, ne? Ich finde das ganz schön, wie sich da unten die Münze dreht, ne? Aber es ist so ein bisschen schnell, da kann ich nicht lesen, was drauf steht. So. Sally guckt sich da die Geschichte mal an. Was ist denn los? Welche Verspannungen, hä? Muss ich mal massiert werden, was aufkommen? Ich mach das ja so ein bisschen. Naja, schlagen geht jetzt nicht, ne? Ah, es geht jetzt gerade nicht. Aber halt oben auf dem Hotelzimmer sage ich Bescheid, dann tun ich meine Zauberhände an dich anlege. Ich froh aber zuerst die Elena, ne? Also jetzt nicht das Mensch. Jo. Ah, vielleicht doch besser nicht, weil die weiß gar nicht, dass wir jetzt zusammen sind. Also vielleicht finden wir hier jemand, der es fertig macht. Ich kann hier mal das Sam froh, der hat ja okay Elena, ne? So, und jetzt kommen wir da nicht durch, ne? Auf Betrieb, da. Sind wir noch? Ja, wir sind noch in Madagaskar, ne? Quetsch dich durch. Jawohl. Ach, müssen wir jetzt da eigentlich noch überall ein bisschen gucken, ob wir da ein Schätzchen finden? Ja, mich durchquetschen lassen und du stehst da dumm rum. Was ist denn das jetzt wieder? Hallo, hallo. Geht doch mal aus dem Weg. Kann der da jetzt nicht drüber springen, hä? Ist das jetzt nicht möglich, da drüber zu springen? Da kann ich mich jetzt schon wieder aufregen, ne? Die größte Mauer springt da hoch und runter, aber da, das kleine Brüstung, das geht natürlich nicht, ne? So ist Schicht im Schacht. Ist schon klar. Was denn sonst? Oh, da ist der Schläger hinterhof. Jetzt geh ich runter, da wär ich überfallen. Passend mal auf. Ah, es soll so ruhig kommen, ey. Der Krise Schlee. Aha. Ah, jo, ist du Schatz. Ich sah eigentlich, man muss immer quasi zuerst in die falsche Richtung laufen. Manchmal weiß man halt nicht, was die richtige und die falsche Richtung ist, so wie in dem Wüstegebiet da, aber diesmal. Jetzt stellt sich aber natürlich für mich wieder die Frage, so abgelatschter Becher, da, so Kaffeebecher, was da dran jetzt ein Schatz ist, ne? Das erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich. Ach, ah ja, jetzt kommen sie, wo alles rum ist. Jetzt ist du hinleist, die Gegner, die mich überfallen wollte. Ich muss grad gucken jetzt. Vielleicht kann ich noch was holen dort. Ja, du legst die Treppe aber auch schon, als wäre ich schon ein bisschen älter, ne? Das hat im Teil 3 noch ein bisschen geschmeidiger ausgesehen. Was geht da drin ab? Ist das, das Museum, hä? Da, im Museum, da kennen wir uns aus. Da machen wir jetzt gleich mal, gucken wir mal, was wir alles, oh, guck mal. Dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Wo drauf? Das muss ich weiter ausführen. Ach so, die Schlangendomäne, hä? Ah, ja, ja. Ist das Konsulat oder was, hä? Passport International Bureau de Visas. Ja, und für was für Nation? Würde mir das vielleicht auch noch sagen? Steht das da außen irgendwo dran? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, ah ja Gott, wenn ihr mit im Weg rumstehe, lädt's na eigentlich mit auf den Teppich, mit im Weg. Ey, das gibt's doch gar nicht. Also, da sehe ich jetzt nichts, ne? Jojo.
Der Markt, der erinnert schon auch so ein bisschen an Lost Legacy. Ich glaube, da haben sie auch schon so ein paar, wie soll ich denn sagen, so ein paar Texturen wiederverwendet, ne? Ja gut, die sind die Öffnungszeiten, das ist geil. Lundi, Vendredi. Jetzt mischt ich halt in Französisch besser aufgepasst drin. Naja, gut. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du kannst jetzt nicht wirklich sagen, zu was für einer Nation das Ding gehört und was das ist. Ne? Da hängt zwar so Flagge, die ich schon wieder nicht zuordnen kann. Aber eigentlich steht hier nur, das ist das Büro für die internationale Reisepass. Mache die alles quasi. He? Also sie machen quasi Reisepass für alle Nationen. Außer für die Amerikaner, weil die brauchen immer extra Wurst. Guck mal her, streichel den immer. Ah jo. Habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Sorry, er ist so ungenau. Alter, haust du sie doch all? Haust du der Ellenbogen in die Fresse, ey? Die hat ja doch gar nichts gemacht. Entschuldigen Sie, mein Freund, ich habe ihn lange nicht gefüttert. Du, ich kann mir nichts helfen, Kerl. Du hast Maniere wie keine Ahnung, wie Steinmensch, Steinzeitmensch. Na, dann lade Sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Gewürzbrot? Noch nie gehört, ich kenne nur Gewürzkure. Ist das so ähnlich oder das gleiche oder? Gewürzkure kennt man auch noch mal, der schmeckt immer ganz gut, aber das Problem ist, der ist immer so schnell trocken. Was ist das? Das kann ich nicht lesen. Ach, jetzt macht das noch sauber. Naja, das war nicht arisch. Ja, Äppel habe ich daheim genug. Jetzt duschen aber auch Fresse. Wegschmissen wir der nicht. Also ich kann hier kein Äppel essen. Scheint so, sagen wir mal, eine Art Unverträglichkeit. Das heißt, roh ist nix. Aber es jetzt gebackt ist oder so, oder gekocht, dann ist kein Thema. Oh, du wolltest aber auch nichts kaufen, ne? Da holst du die Tablette mit dem Hackfleischleihe, ne? Und die Fliege drumherum und hör auf. Ne, danke. Guck mal, da hinten das ist frische Hackfleisch, ne? Das ist nur, zwei Migge, die Pfanne ist voll offen, ne? Was denn jetzt, du seine Drecke rumschmeiße? Ich wundere, dass du die Migge komme. Was geht da ab? Lass mich mal durch. Jo. Das stammt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Ah, jo. Sie machen Scherze. 50 Cent. Mal, ob's echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ah ja, dann gibt's doch den anderen. Ach, kommen Sie schon. 200. Okay, mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Das hätte ich jetzt nicht mal schwer jetzt weggegangen, ne? Hast du gesehen? So feierst man. Wenn du das sagst. Beschiss war bitte. Beschiss war bitte, mein Lieber. Was geht mit dir da ab? Bist du der Schlägertyp, hä? Den du die Leiter abzocken lassen. Jetzt gehe ich da hoch, dann komme ich mal hinterher, du mich K.O. schlagen, hol später das Ding und gibst ihm wieder zurück, dass er es nochmal verkaufen kann. Ich weiß schon, wie das läuft, du. Schon genug Filme geguckt, als dass ich das weiß. Aha, da ist das ordentliche Fleisch, da sind nämlich keine Micke. Ach, ist kaum sah nichts, ne? So hinne, das ist gut. Und do das ist halt, jo, ne? Schon ein bisschen älter. Will ich machen. Was geht mit dir ab? Kleines Kerlchen. Ah, jo. Guck. Ach, wie schön. Jetzt beißt er, ne? Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag Hallo. Ah, jo, war er niedlich. Sah ja gar nichts. Ach ja, jetzt haben wir ihn am Hals. Er ist wieder da. Jetzt klaut er der Kompass aus dem Hosensack raus. Weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. So hinter dir kennt ihr auch noch Schatten, ne?
Soll ich hier eins von denen kaufen? Sully, man muss verrückt sein, um so einen Guck mal, genau das gleiche. Eins zu eins. Stark. Stark, stark. Sind das hier nur gemachte Jeans oder was, hä? Alter, wie groß ist dann der Markt? Du findest es, find ich gar keinen, ey. Hier konnte man ja auch noch mit irgendwas interagieren. Soll mal gucken, was das war. Vorsicht. So. Er hat recht. Das riecht gut. Naja, ich weiß nicht. Wie gut riecht und gut aussieht, gibt es aber halt auch noch einen Unterschied, ne? Ah, guck mal da, was haben wir da? Back to the, was ist das? Corner? Back to the Corner, was soll denn das heißen? Wer ist das? James. Elvis James? Ja, was haben wir da noch so? Ach, so die Shambalas, ne? Ah jo, da war ich auch schon mal. Wait for the Kiss. Ah ja, natürlich, the Everstones. Mir schon klar. Was haben wir dann da? Ja, geh doch jetzt mal aus dem Weg, du. Jetzt tut du die Sonnenrau. Hä, wie? So, guck mal, vielleicht so. Rowdy Foreman, Ben Stone, Don Melee, Sir Simon, Danny Mann, Headspace. Jawohl, aber Rindekopf. Was steht dann da? Kann ich gar nicht lesen. Ah ja. Grüne Paprika, haben wir auch am Start, ne? Für die rote hat es nicht mehr gereicht. So können das Süßkartoffeln sind, ne? Kennt aber auch, nee, also ich schwer für Süßkartoffel, weil ich glaube, hier, wie heißt das? Für Ingwer, das hat die immer noch so Ausbuchtungen, das war doch jetzt nicht, ne? Aber ey, guck mal, was die da für Brot und das ist ja, ach, wie das alles verkauft kriege heute. Gut, das, was übrig bleibt, mal aus dem Meckmehl draus, dann gibt's neue Semmelknödel, das ist auch nicht schlecht. Ach, die Fichte, ich weiß nicht, so. Das sieht aber nicht so aus, als wäre da Eis drunter, ne? Das ist alles einfach in den Toppe ringeschmiss oder in den Kopf. Ja, dann nachher du den verrottete, Marverderbe, was auch immer. Und das du Gewürze oder weil, also, dass du Pfanne keine Bohnen sind, hä? Das rote du. Kidneybohnen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich so da drauf mache. Aber Ninja haben wir auch am Start, ne? Was haben wir da? Nouvelle du Monde. Aha. Ja, es steht ja auch bei vielem das gleiche drauf, ne? Madagaskar. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, da steht vielleicht noch so Insider-Witz oder sowas drauf, ne? Aber sehe ich jetzt so auf Anhieb nix. Naja, gut, dann halt nicht. Jo, wenn wir jetzt an der Kirche endlich ankommen, du hörst, sieht eher aus wie, keine Ahnung, Haushalt, ne? Wie sieht's drinnen aus? Oh, na gut. Ach, ich weiß nicht, geht das wieder so aus, als hätte ich da klettern müssen, hä? Ja, wahrscheinlich gehe ich gleich an, das liegt hier abgeschlossen, dann heißt ja, guck wieder drin, komisch. Und darf ich schon als F spielen? Ajo. Was denn noch? Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Och, jo, Alter, ja, nee, kennen wir nicht. Wir kennen nur mit der dir ins Haus falle. Guck mal, was Zufall, dass gerade an der Ecke das Geländer kaputt ist, dass ich dort hinspringen kann, hä? Weil ansonsten wäre ich über das kleine Geländer nicht drüber gekommen, ne? Das wäre schon ein bisschen groß gewesen. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ja, wir oder ich? Oh Mann, da geht's tief runter. Ja, Alles klar da hinten? war schon gut erkannt. Du hast dein Tempo. Wo ist er dann? Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Mitkommen tut er ja nicht, oder? Dass der Mischura du die Drecksarbeit mache. Das ist Frechheit, sowas. Ja gut, jetzt ist... Ah, guck mal, der Ofen soll mal an, ne? Wenn wir du eins hochhupse. Tatsächlich. Als wäre es für uns gemacht, ne? Was ein Zufall, aber ach. Zack. Okay, Nöchel sehen, was wir gebrochen. hier haben. Spinnewebe. Das ist ihn schon da. Wie bist du denn da jetzt ringekommen? Schon 3 Monate hingeguckt, du warst nicht da. Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Ja gut. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues.
Noch nie passiert sowas. Aha, guck mal, was meint du? Was wäre das denn? Ist das der Two-Finger oder wie er heißt? Captain Two. Edward Englands Siegel, wie es England. auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Ah ja, gut. Am besten um England. Da kennt man gerade frohe, wo der Schatz ist und dann Abmarsch. Aha, was blinkt denn da? Reisschal, super. Brauchen wir. Geht bestimmt nicht kaputt auf dem Weg zum Schatz. Wo macht denn der eigentlich die ganze Schätze, ne? So die Reisschal, die Tasse oder so, ne? In das Beutelchen passt das ja alles nicht drin, oder? Wie er du seine Kletterhoge hat, ne? Das ist schon auch so ein bisschen ähnlich wie Indiana Jones, finde ich. Ne? Das ist so die Peitsch. Ist abgeguckt, hätte ich sagen. Abgeschlossen. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, gut. Ja, das stimmt. Mit einem kleinen Glockenturm kommt man halt auch nicht weit, ne? Na, wollen wir wetten? Ich wette nicht. War das jetzt clever? Aha. Ja. Tierkreiszeichen. Hey, da ist eine Löwe. Mai Sternzeichen, ne? 19 Uhr. 4 Glocken. Ah, jetzt so viel zum Thema, nicht viel Krach mache. Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Ja, viel Spaß. Da und ruf Sam an. Klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Ja, was brutzelt der jetzt drin? Ja gut, so weit waren wir ja schon. Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Da können wir uns hochpumpe. Haben wir die Tür dazu gemacht oder ist die jetzt irgendwie automatisch Zugang? Alter, hopp dann, geh mal halt ruf du. Nee, ich wollte eigentlich da hochklettern hier. Wie ging das da nochmal? Han gedacht, Kuh getrickt Halle und dann, Alter, hängst du dich jetzt mit dem Ding selber auf oder was, hä? Wo hat denn das überhaupt dran geschafft, du? Aha. Ach Gott, dann hopp halt dann. Meine Güte, du sollst dich einfach da hochklettern. Geht doch. Du musst dir jetzt so eine Aktion draus machen, Kerl. Will ich jetzt eigentlich da oben drauf rumlatschen, wenn ich mir angucke, wie die Treppe auseinandergefallen ist beim Hochfahren? Ich weiß ja nicht. Ich kann drauf verzichten. Ja. Gut. Sprung ins Ungewisse, hä? Ah, bimmelt jetzt die Glocke wieder. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Super. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Ey, so viel zum Thema. Oh, wir machen nicht viel Krach, du. Das soll die keiner mitkriegen, ne? Ja, viel mehr Krach machen kann ich ja nicht. Glocke bimmelt. So, ne, das ist... Ja. Ist ein hoffnungslose Feld. Ja, was ist denn jetzt passiert? Das war schon nicht ewig schon einmal. Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich kann jetzt schon mal drauf. Das ist hier schon mal ganz gut. An der Richtung bitte.
Wenn ich mich jetzt dort dranhänge, geht das runter, das andere geht hoch. Also am geilsten wäre es, wenn sich das Sully an das 8-Ding dranhängen tät, dann wird ich an das andere und dann eins hoch und dann darüber und fertig. Weil wenn ich jetzt so dran hupse, ne, dann ist hier schnell Schicht im Schach, ne? Ach, was Rotz. Was Rotz. Das ist einfach Rotz. Ja, hoch. Kollege. Gut, die Alternative wäre jetzt, wenn wir da rechts rum vielleicht. Nee, das ist einfach nichts zu wollen. Also sagen wir mal, das wird jetzt nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, wahrscheinlich soll man ja da drauf, ne? Wo ist die andere Treppe? Sind nur eine 2 Treppe hochgegangen? Ich sehe ihn jetzt nur ein, ne? Du für mir hochgekraxelt, ne? Ja, die Schwungnutze. Wie will ich dann du Schwungnutze? Mit Schwungnutze ist da nicht viel, die dich sagen, oder? Ja, jetzt ist guter Rat teuer, ne? Also wahrscheinlich soll mir das hin. Wenn ich mich jetzt dort dran hänge. So schnell geht das, wenn ich dir jetzt sagen, hopp, ich hupst so dran und du dann schnell auf die andere springe. Okay, ich springe zu dem Gewicht, wenn es hochkommt. Aha. Ja. Ob das so gedacht war, weiß ich nicht. Aber es könnte funktionieren. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie gedacht, ja, das kennt Klappe, aber es klappt irgendwie nicht, ne, weil es geht nicht, quasi nicht hoch genug, ne. Nee. Also ich fand die Idee gar nicht so schlecht, aber es hat halt jetzt nicht geklappt. Jo, Hinweise, kommt wieder, nutzen Sie die Schwingung aus oder so, shit. Wo du nichts mit anfangen kannst, ne. Ja, ist nicht, wir kommen hier nicht her, oder? Weil ich finde, wir sind schon hergekommen, das kann man schon sagen, oder? Also das kann man, finde ich, schon sagen. Aber halt jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Ja, dann halt nicht. Was ist denn das jetzt wieder? Du so großartig anpreisen, wenn man Shift drückt und dann kriegt man Hinweise und drücke Struff, was passiert? Nix. Komm, hol's Ding raus, vielleicht steht da was drin. Ja, alles leer, alles leer. Wir haben nur noch 2 Seiten Luft, das ist ja nichts. Da muss Abenteuer ja bald rum sind, ne? Ach, jetzt. Ja, ich stricke das. Ach. Ja, das habe ich halt gerade eben gemacht, ne? Ich sah es dir nur. Genau das habe ich eben gemacht. Exakt das, genau das habe ich eben gemacht.
Ach, gerade so. Schnell weiter. Ah, und da oben das stürzt nicht in, ne? Bist du okay? Nee. Das hängt so ein bisschen, oder? Deine Finger auf, Nate. Nein, alles klar. Vertrau Au, mir. au, 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 au. Au, au, au. Aha, da müssen wir jetzt durchspringen, hä? Das war knapp, hä? Aha, was ist denn das? Jetzt bimmelt er die Glocke, ne? So viel zum Thema leise bleibe. Ich hatte mal was mit einer Rivallöse. Ah, jo, bimmelt er die Glocke. Schön, dass keiner mitkriegt. Okay, das war echt laut. Ja, stark. Die hat nichts gebracht, Nate. Alles umsonst. Alles umsonst gewesen. Eieieiei. Sollen wir das jetzt in der Reihenfolge irgendwie machen? Skorpion. Aquarius, so schon nie gehört. Soll das hier Wassermann sein oder was? Der Löwe und dann der Stier. Haben wir da noch mehr Bimmelger? Du willst auch noch ein, hä? Welche Stück haben wir dann oder was? Weiß aber auch nicht viel. Das sind noch 4 Sternzeichen. Ah, warte mal. Da, ne, du hast Löwe. Kennen wir da noch weiter? Nuff. Ach, oh, das ist auch noch was. Eieieiei. Ich verstehe. Kannst du bitte jetzt nur einfach auf die Plattform? Danke. Also, wir haben gesagt, als allererstes der Skorpion. Exakt. Dann bimmeln wir muss Bimmelchen. Avery war bestimmt Skorpion. Whatever. Hallo, Shoreline, da sind wir. Da sind wir. Hey, Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Stark. Okay, ich gehe zur nächsten. Aha, ja gut, das kann ich mir gerade noch so behalten. So, was war jetzt? Hier, Aquarius. Du Alinus. Wo bist du? Ich hab böse Befürchtungen. Aha, da unten ist er, hä? Das ist der Aquarius. Eieiei, das wäre fast in die Buchs gegangen. So, Aquarius. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Wassermann. Ich wusste doch, dass der Aquarius Wassermann ist. Warum das nicht Aquaman heißt, weiß ich aber auch nicht. Au. Stark. Ich bin so gut. Zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Jetzt brauchen wir den Leon. Den Löwe Leo. Lust mal runterfallen, genau. Gut festgehalten. Nein, jetzt. Ja, stark gemacht. Einfach stark gemacht. Hervorragend. Bimmelche, auf geht's. Hau ruck. Hau ruck. Jawohl. Danke. Löwe ist offen. Offen. Ja, aber woher weißt du jetzt, dass was uff geht? Oder uff ist? Und der Owe ist der Stier, hä? Oder? Der ist so ganz der Owe. Alter, du musst ja ganz ruf, du. Reicht das, du? Ach Gott, die kommen wir dann jetzt so an, ne? Hoch, hoch, hoch. Als weiter Nuff. Als Nuff. Und rüber. Ja, stark. Und jetzt? Vielleicht so. So irgendwie. Ja. Vielleicht so. Ja.
ich will dir nichts sagen. Aber ganz am Anfang im Tutorial hat's mir geheißen, wenn der Kollege den Arm ausstreckt, ja, irgendwo hin, und dann kann man sicher springen. Und ich weiß ja nicht, hat jetzt nicht so sicher ausgesehen, hä? Hat er jetzt wenigstens die andere Bimmelchen noch gebimmelt, ja? Das heißt, ich muss immer nur noch den Taurus machen. Alter. Du, Heid willst du mir aber wirklich einen Herzinfarkt angedeihen, hä? Mir ist gerade ein bisschen übel. So, auf ein neues. Hm. Okay. Aha, warum nicht gleich so? Hey Sully, was von Sam gehört? Naja, dem geht's bestimmt gut. Hey, am Rad drehen bitte. Ist bloß ein Akku leer. Iii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 . Zu. Und jetzt geht die Treppe auf, oder was? Das war's. Der Stier ist offen und Averys Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Hm. Hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Das eine Zahnrad, das wird aber auch schon so ein bisschen, ist schon so ein bisschen unrund gelaufen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich an dem Ding bimmeln will. Da fällt dir wahrscheinlich alles zusammen, oder nicht? Das sieht nämlich alles ein bisschen fragil aus gerade. Sag mal her. Aha. Ja, dann hol halt das Frettchen los dran. Bimmeln, dann brauchst du nicht hochzuklettern, ne? Und die Trip hält jetzt. Die andere fällt auseinander, die hält. Das versteht auch kein Mensch mehr. Du. Verdammt, es ist zu schnell zum Klettern. So, Pech. Was ist das für Hebel? Spring doch bitte einfach an den Hebel dran. Hä? Geht doch. Zack. Das war schon mal nix, ne? Ach, du bist doch aber rein Trottel, hast du jetzt Wege gemacht. Eieieiei. Was doch aufkerl. Langsam. Nochmal von vorne. Nee. Zu langsam war mir schon mal gar nicht. Sondern du warst einfach nur zu dumm, dich da dran festzuhalten. Ich wollte gerade sagen, halte ich doch einfach an dem scheiß Brett jetzt fest. Es hat Spaß gemacht. Hier kann ich an der Uhr drehen. Ja, hast du gut erkannt, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir doch gleich noch echt eine Uhrzeit instellen, hä? Mitternacht oder so. Uiuiui. Oh, geile Aussicht, hä? Geile Aussicht. Wirklich. Passend auf. Wir gehen jetzt noch mal rein, dann drehen wir am Rad, also an der Uhrzeit, bis mir quasi, was weiß ich, 3:45 haben. Circa. Da nee. Also ungefähr 3:45. Oder sagen wir mal 3:45. Vielleicht besser. Da kennt man quasi gerade quer rübergehen, oder? Dann gehen wir da oben an das Ding dran und dann sind wir quasi schon fast beim Schatz. Also, dann würde ich sagen, hängen wir uns so nochmal dran. Guck mal, der Clay-Zeiger bewegt sich gar nicht, oder?
Jetzt nicht. Warum bewegen sich der kleine Zeiger nicht? Normalerweise, wenn ihr... Alter, jetzt... Macht doch einmal was, Alter. Das ist schon, finde ich, ein bisschen komisch, oder? Reicht. Schafft ab. Ich finde das jetzt ein bisschen komisch. Jo. Ei, und tschüss. Fällt dir kein Move, wenn du so Uhrzeiger einfach mal so aus 100 Meter Höhe runterfällt auf die Plaza del Markt, was auch immer. Wenn der sagt, oh Junge, guck, dass wir nicht umfallen, jo. Ja, das ist mir schon was Sache ist, ne? Müssen wir jetzt der Elmo rund oder irgendwie... Ah, jo. Ja, macht alles kaputt, macht der. Alles macht der kaputt. Ich weiß nicht, was der nicht essen kann, macht der kaputt. So, und jetzt? Aha. Okay. Ja, stark. Sehr gut. Halt fest. Das ist schon hoch, ne? So, da wären wir. Na, je. Wir sind nicht tot. Die Glocke ist doch da oben. Du bist jetzt gerade mal auf der Terrasse. Weiß ich doch gar nicht, wie es so hier drin geht. Also ich meine, es ist jetzt doch einfacher, als ich erwartet habe, aber es hätte jetzt auch keine sonst was Sinn, ne? Und ein Schatz ist da aber auch nicht. Das wäre natürlich... Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Aussicht an. Er tut schon besser am Hang stehen, das der steht da, ne? Oder Städtchen. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Ah jo. Wo sie mir vorne rumgefahren, war das da hinten, hä? Da hinten sieht es hier so wüstemäßig aus. Da oben ist doch so eine Art Turm. Das wäre dann da hinten gewesen. Aber hatte mir nicht auch so schräg runtergeguckt auf die Bucht da? Da haben wir doch nicht von der anderen Seite geguckt. Da haben wir doch eher von da irgendwo geguckt. Das heißt, dann wären wir vielleicht da oben gewesen. Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Da ist viel zu grün. Vielleicht waren wir dann da. Da ist der Vulkan. Da waren wir da oben. Ne? Ja. Guck mal, da unten die Ruinen, die ist echt viel interessant aus. Kennt man eigentlich auch mal gucken gehen, ne? Naja, gut. Gucken wir mal, was da drin abgeht. Okay, Sully, geschafft. Ja. Also, ich steht Wetter annehmen. Ich würde sagen, 50-50, dass einfach zu viel Gebimmel ist, alles zu fragil und die Glock einfach 1000 Meter nach unten fällt im Sully auf den Kopf. Ja, wir gucken mal. Das wird richtig laut. Ich glaube auch. Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja gut, besser wie die ganz Glock, ne? Sie wohl selbst läuten. Ist jetzt auch wieder so besser Zufall, dass genau da jetzt so Henkel dran ist, ne? Okay, los geht's. Alter, hat er aber auch, du kannst dich aber die Ohren jetzt gleich nicht zuhalten, ne? Was ist denn jetzt? Der luscht mich. Ajo, natürlich. Ich han jo gesagt, was passiert. Ich hans jo gleich gesagt, was passiert. Ich hans au. Au. Ah, halt fest. Ja, wie im Hamsterrädchen, ne? Ja, das war es. Ah jo, komm dann. Ah ja, natürlich. Batsch. Und Knie kaputt gemacht. Heilige Scheiße. Kreuzband gerissen. Tschüss. Schon gesagt, die Glock fällt runter. Wer ist denn nur auf den Kopf gefallen? Verdammt nochmal. Hey, Sully. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm. Hat bestimmt keiner mitgekriegt, ne? Bereithält. War ja nur ein Clay-Glock. Schön aus den Knie, wenn's geht. Schön aus den Knie. Schön aus den Knie, jawohl. Nicht so aus dem Kreuz, aus dem Knie. Ja, gut gemacht. Hey, schau. Die Münze. Ui. Willst Ne. du sie? Jo. Klar, warum nicht?
Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Was Gold klickt, und ne? Dass die Juwelen. Münze dort gerade drauf liegen geblieben ist, ne? Endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Er kommt. Gut. Die Münze hätte ja auch keinen durch so einen Schlitz von so einem Balken durch, ne? Dann wäre sie jetzt... Alter, geht so tief runter, hä? Dann wäre sie jetzt fort, ne? Jetzt bin ich schon mal gespannt. Sully, Bin dir weit voraus. Schick. wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Tew. Echte Komplizen. Und wer sind die anderen zwei? Das sind nur 4. Ah ja, vielleicht sind das ja die Herzdame von denen 2. Na gut. Bisschen magersüchtig, ne, für die Herzdame, oder? Wer ist jetzt wer? Warum sind eigentlich der Avery und der Tew in der Kirche vom England? Da stehen schon nicht. Nun gut. Schau mal her, das Ding. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Tew. Hm. Die sind aber etwas anders. Wir haben diese Sternmuster. Hm. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Ja gut. Das war jetzt nicht unbedingt schwer. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Stopp mal. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Soll ich jetzt wieder so drehen, die Performance mache, hä? Keine Ahnung, ne? Da ist das jetzt nicht so offensichtlich, ne? Da sind ja auch so Pfeile drauf. Aber das sind mir jetzt schon wieder viel zu viel, als dass ich da irgendwie... Nee, das so wollte ich machen. So Kinder das eigentlich schon fast wieder gut sind, ne? Keine Ahnung, ich mein... Kennen wir doch nicht. Ey, jedes Mal drücke ich in die falsche Richtung. Ja, es ist schon klar, aber auf den Dinger ist jetzt so nichts drauf. Da ist nichts, was ich auf Anhieb erkennen wird. Kennen wir doch jetzt nicht immer sagen. Zu viele Kombinationen. Genau. Na, schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon 2. Ja, ich hoffe, also was heißt, ich hoffe, aber ich gehe eher von der Fall aus. Ich sage es nur. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir's raus. Mhm. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Aber geile Arbeit, ne? Also wenn du jetzt mal überlegst, wie alt die sind, also das, wie auch immer. Bonny war ein Rotschopf. Oh, sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Na. Nada. Ach, was denn das? Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Tew im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ich hoffe, das muss ich mir jetzt nicht behalten. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Ja, ein bisschen Blitzmerker, Sally, Gut hier. aufgepasst. Stark. Ja,
Das Aussehen ist nicht alles. Was Wow, dann? dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Haben wir das dann? Ach, guck mal, du ist es. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Alter, musst du jetzt wirklich das ausruppen? Das kann ich doch auch so sehen. Ach, Kerl. Ach. So, und jetzt... Nee, was? Hä? Leh ab. So, pass auf, jetzt drehen wir das. In die Richtung. Abgelehnt. Nee. Ah. Objekt untersuchen. Ja, schon ein bisschen hakelig die Steuerung, du. So, zack, weglege. Easy peasy. Brauchst du das auch nicht mehr aufnehmen? Guck mal, können wir das so ein bisschen dran so schubseln? Jo, dann los es halt. Was soll ich denn da dazu jetzt sagen? Dann gehen wir jetzt halt nochmal retour. Und machen da nochmal den Drehmeister. So, pass auf. Jetzt gucken wir gleich noch ins Bischelchen rein. Die Skelette in die Richtung. Der Anne quasi in die Richtung und der Drache eine Unne. Also sagen wir mal links, runter. Das können wir uns behalten, oder? Links, runter. Links, runter. Noch eine Tür. Also, wer waren diese Typen? Das sind, Weißt du nicht, oder? es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was willst du einen Freund anrufen? Jupp. Fast. Ich texte Sam. Können wir noch ein bisschen ranzoomen? Oh, schade. Als hätte die da unten drin Empfang, ne? Im Leben nicht. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Ja, okay. Du bist aber auch nicht empfänglich für konstruktive Vorschläge. Wir sind ja in Deutschland, hätte ich auch in der Kirche schon keinen Empfang gehabt, geschweige denn unten im Keller. Und jetzt sind wir in Madagaskar. Du siehst doch immer, dass wir in Deutschland noch ein bisschen rückständig sind mit so Sachen. Also ich meine mal ganz im Ernst. Du hast im tiefsten Keller hast du da 5G. Und in Deutschland nichts. So, jetzt pass auf. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Ja, dann zeig her das Ding. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan, hast du den Schatz? Nein, noch nicht, aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Ich sag mal so. Die sehen eigentlich gar nicht so piratenmäßig aus. Na gut, der in der Mitte vielleicht so ein bisschen, aber der sieht ja eigentlich eher aus wie so, was weiß ich, so englischer Kapitän oder so, oder nicht? Naja gut, wir gucken jetzt hier mal. Was ist denn das? Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Ah, hier. Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. So, Sully, hilf hebt mir. mal an. Na klar. Schön aus dem Knie. Danke. Nicht aus dem Kreuz. Gut gemacht. Ah, der hätte es jetzt nicht aufhängen brauchen. Gegen die Wandlehne hätte es ja auch getan, ne? Naja, Bis gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. schick. Puh, Ah, sieh nee. Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Wo ist es dann? Wo haben wir es dann?
Bis ich zurückgehe. Da unten. Ach, ich hab's nicht gesehen, allebei. So. Nicht gesehen, allebei. Kommt her. Eieieiei, das sind ja viele. Jetzt wird's aber langsam kompliziert, der Leid. Eieiei, ob wir das hinkriegen. Naja gut, wir schauen mal. Objekt untersuche. 3 Stück hätten wir da. Theoretisch. Und 4. Das heißt, da würde jetzt mehrere gehen, theoretisch. So, da haben wir jetzt 2 und 1. Also wenn jetzt das hier so 2 und 1. Ja? So, und dann kennt man hier 8, 2 und 1 hinkriegen. Wenn wir das muss so drehen. Ne, jetzt sind 2 und 2. Das ging natürlich 8. So gibt es aber mehrere Möglichkeiten, oder? Weil wenn ich jetzt mal hier so so drehe, dann geht das hier passen, ne? Und hier eigentlich auch, oder? Ah, da gibt es hier noch mehrere Möglichkeiten, ne? Ich kennt ihr jetzt. Na gut, da unten das gibt's nicht, ne? Ja gut, steht so an, wir probier's mal so, oder? Hast du noch zum Puzzlemeister wäre? Gibt's sowas? Weltmeisterschaft im Puzzle? Ich wäre dabei. So, jetzt zeigen wir hier, was du im Angebot hast. Weiß unten, links und wie auch immer. Weiß unten, links und wie auch immer. So. Easy peasy. Oh, jetzt wird's kompliziert. 4 Stück auf Ammo. Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Ja, ist mal ohne Scheiß, das weiß jedes kleine Kind. Weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Jedes kleine Kind weiß das und der weiß es nicht. Ja. Ja, wenigstens einer weiß er. Das ist doch ganz klar, das so ist der Tigermensch. Drehwurm. Und der 5-armige Aff. Das weiß man doch. Naja, gut. Dann warten wir mal, was der Sam sagt, ob der mit meiner Prognose übereinstimmt. Mist, was ist hier passiert? Feier, Da würde ich ist wohl eine sagen. Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Sei froh, dass nur so ein bisschen angekogelt ist. Der hätte ja kein die ganze Boot abbrennen. Ja, wie gefährlich das ist. Edward England. Ach, das ist England. Kleiner Kerl. Sieht eher aus wie der Räuber Hotzplotz. Oder der Rotkäppchen. Naja, wo hast du dann dein Ding? Aha, auf dem Beutel drauf. Nummer 1. Ah, der Säbelmeister, das ist der 5. Das 100% ist das, obwohl das du kennt auch der Aff sind, ne? Ich glaube, das ist der Aff. Weil der hat auch so geschwungene Säbel in der Hand. Und das ist der Rehwurm. 100% ist das der Rehwurm. Oh, Sam hat geantwortet. Edward England Tariq bin Malik. Siehst du? Sam weiß also auch Yazid nicht alles. al-Basra. Name ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich jetzt richtig mit meiner Einschätzung liege. Ja. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Also, Aber die Namen stehen ja auch drüber, ne? Harry ausgeraubt. Ganovenehre. Ja, ob es das wirklich gibt? Kein Name. Aber, Seine Aufmachung wirkt maurisch. Was Ich geht da erkenne ab? den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Jungspund. Na, nada. Aha. Und 4. So, jetzt machen wir uns Tageberuf. Okay, ich habe die Namen von 2 von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Wieso von 2? Es sind doch 3.
Wer war denn jetzt der Malik? Ah, der Malik ist einer von denen, jetzt wäre das Toast doch. Nee, es ist jetzt dann doch anders, wie ich gedacht habe. Ich habe schon gedacht, dass der Yazid al-Basra, dass das der Rehwurm ist, ne? Aber dann, das ist der Tiger. Ja, das kennt Joe, das kennt schon aus, ne? Der Aff haben wir aber nicht, dann ist das hier, da haben wir das hier noch, die Möglichkeit haben wir ja noch, dass das der Aff ist, oder? Ah, der hätte auch so Tigerfell an eigentlich, ne? Also der kennt auch schon die T-Shirts an. Aber wenn ich jetzt mal den Dolch da angucke, das ist doch 1:1 der Dolch von Du Falle dem Aff. Passen jetzt mal auf. Ich gucke jetzt gleich. 100% ist das der Aff. So, sieh nicht das, so den Dolch. Das ist 1:1 das der gleiche Dolch. Alles ist ja egal jetzt, pass auf. Hatte mir nicht von dem... Ach du, oh, ah, ja, okay, ich verstehe. Aha. Das ist aber ungünstig jetzt, ne? Gut, also es ist ja eigentlich ganz klar, wie das ist jetzt. Pass auf. Also, du das Ding, das drehen wir jetzt. Das drehen wir jetzt. Zack, zack. Normo. Hier, das so schön aus dem Hand, so aus dem Daumen rausschnickt, ne? So zack, 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 zack. Was hätte das gelernt, ey? So, pass auf, jetzt gehe ich da oben an. Jetzt schnappst du das Ding, genau. Sehr gut. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dreher, noch ein Dreher. Passt. Sitzt, passt. Hat Luft und wackelt, so ähnlich war's, ne? Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Zack. Einwandfrei. Einwandfrei. Dann schnappst du das Ding, du. Ist jetzt dann wahrscheinlich auch easy peasy. Pass auf, jetzt dreh ich. Zack, zack. Fertig. Ablehe. So, und jetzt ist das Don ja auch offensichtlich. Achso, jetzt muss ich das alles in Normo machen. Ja. Zack. So machen wir es, oder? Easy. Pass mal auf, kannst du das vielleicht aufnehmen? Und do ablehnen. Nein! Und do ablehnen. Ja, do ablehnen. Genau. Weil dann sieht man nämlich unten drunter auch noch was. Ach, ich kann das auch mit der Maus steuern. Das ist viel geiler wie mit der Pfeiltaste. Zack. Gut, also. Kopf. Rechts, links, unten. Kopf, rechts, links, unten. Kopf, rechts, links, unten. Kopf, rechts, links, unten. Um den Kopf, rechts, links, unten. Ach so, nee, wart. Ich muss das jetzt mit Obedem in Verbindung bringen. Ich bin ja auch so ein kleiner Trottel. Also. Kopf haben wir, also jetzt geht es nur noch um die mittlere zwei. Das heißt links und unten, ne? Finde ich das richtig? Unten und links, so. Ja, jetzt mach. Es ist richtig. Es ist richtig, jetzt kann ich loslegen. Unten. Wenn das oben wäre. Und dann wäre quasi der Kopf links. Ich alle war erschrocken. Alter, bin ich erschrocken. Ich weiß noch nicht genau. Schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. 11 Sekunden gedauert bis zum Umdrehen. Was ist denn das? Noch keine Zeit gehabt, das Ding anzugucken. Was ist denn das? Naja. Mach nicht so Schatte, wenn du jetzt ein Foto machst. Kann ich jetzt nicht mal ein bisschen beiseite gehen? Alter, bist du besoffen? Naja, gut. Okay, einmal.
Sally, du stehst im Weg. Ich will's. Sally. Sally. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ach, auf einmal geht's wieder. Gut. Jetzt stehst du besser, mein Lieber. Und das letzte. Scheiße, das ist ja wie die Pest, ne, wenn man sich beim Fotomachen selbst Schatten macht. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Nix. Weißt du, das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Das geht aber mit Fotos nicht so gut, wie er das jetzt macht, ne? Haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Passatwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Kannst du jetzt spuckst du einfach raus? Wovon zum Teufel Nein, sprichst nein, du? warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Hey, Rave. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Rave Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. So verlockend das auch klingt, Rave. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich Ja. raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rave weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam! Zu spät. Verdammt. Shit, ja. Ach, das gute Sony-Telefon. Kauf dir ein neues. Dann gucken wir mal, wen wir jetzt gleich abknallen. Schwer für den Rave. Scharfschützengewehr. Fertig. Und gut ist. Die Nadine brauchen wir halt noch für Lost Legacy. Das sind ästhetische Sachen, aber... Ist das jetzt so clever, durch den Hauptingang rauszugehen? Ich meine, es wäre doch cleverer, außen rumzugehen, oder? Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Wieder die Post ab, Auf jeden ne? Fall ist das Sams Tor. Feuerwerk. Komm schon. Hier lang. Dass die das einfach so Mitte bei den ganzen Menschen den ganzen Shit da in die Luft sprenge und kaputt schieße und wer ist der Geier? Excusez-moi. Wie lange dauert's wohl, bis Rave hier ist? Er sollte jedenfalls 5 Minuten.
Ich bin mir sicher, wenn ihr vorne ankommt, ist er da. Ne, nur... Also schon hier oben schon mit der Wette richtig gelegt. An und für sich. Sogar mit 2 Wette. Ne, ah jo, natürlich. Ah, was denn noch? Wo ist denn... Pass mal auf. Oh, der hat auch eine Scharfschützenpistole. Also, Sully, schießt du auch oder tust du einfach nur Deckungsfeuer geben? Ach, shit. So Milli. Das ist aber auch blöd, ne? Weil dieses Fahrtekreuz, du passt hier ganz der Kopperin. Und wenn du dann nicht an der richtigen Stelle bist, der Kopf war jetzt komplett in dem Fahrtekreuz drin. Aber wenn er dann sieht, wo der, weil wenn er dann sieht, ne, wo dann quasi der eigentliche Kopf ist, also oder die Trefferzone, wo der Punkt dann am Ende ist, das ist schon, finde ich, ungünstig. Gebt mir doch einfach ein roter Punkt. Fertig. Ah, jo, natürlich. Alter, wo kommst du dann her? Das ist hier Markt, ne? Das ist ja auch gekocht worden. Da gibt es hier 100% auch jeder an der Gasflasche, oder? Samo. Ah, steht jetzt nicht ein Kopfschuss. Ist der tot oder... Er holt sich nicht abgemeldet bei mir. Ah jo, du Trottel, ey. Ich glaub's hackt, ey. Schmeißt er du die Granate in dem Moment... Oh fuck. Ey, gehst du bald aus meiner Deckung weg? Hackert du nicht wieder noch im Gibt's denn sowas? Ach, der wackelt aber auch wie Enderarsch mit der AK, ne? Ah, ist die Säulball kaputt, hä? Das Sully baut auch Deckung, hä? So, oscheriger Holztisch. Wie hoch groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich eine Granate hinwerfe, da... Alter, Nate, willst du mich jetzt wirklich verarschen, hä? Willst du mich jetzt wirklich verarschen? Alter, wo kommen ihr dann alle gar her? Und vor allem durch die Botschaft, die wäre auch 100%ig besser gesichert wie... Aber naja. Alter, wo kommst du dann her? Geh mir in das Hotellerin, also in die Botschaft oder wie auch immer. Ajo, hopp. Tschüss. Nix. Ach, ich kann doch gar nicht drin. Shit. Ja, da ist noch keiner, ne? Nur lade bitte. Geradeaus. Alter, wo kommst du dann her? Haben ihr Munition für mich dabei? Wie sieht's denn aus? Sehr gut. Bin stolz auf euch. Zack. Zack. Alter! Nate! So ein kleiner Hupser! Komm, ich weiß, wir springen gerade drüber und dann geben wir Gas. Fertig. Und tschüss. Ah, shit. Tschüss. Ach komm, du hast so viel Katze. Oh fuck. Shit. Ah! Wow. Shit. Ey, au. Das tut doch weh. Hier bald auf.
Nee. Das geht hier nicht irgendwie auf Zeit, ne? Fahren wir da lang. Hauptsache es ist nicht das, wo der andere Trottel ist. Er sieht halt auch nicht so gut, wo man jetzt durchpezen kann und wo nicht, ne? Tschüssi. Ah ja, das wo der Gegner nicht ist. War das jetzt nicht clever? Ja, das war schon gut erkannt. Das ist halt doof, ne? So lang vielleicht. Jetzt fahren wir wieder zurück. Das ist ja auch nicht so clever. Das ist Sackgass. Shit. Ja, ich weiß ja auch nicht. Was der Trepp? Wenn der die Treppe, du. Oh ja, gut. Wow, du geht's hier runter. Meinst du echt? Ray wird halt nicht dienen. Stark gemacht. Stark gemacht. Handbremse Einsatz, jawohl. Stark, ja. Und sieh, wie ich mit dem Ding da um die Kurve geslidet bin, hä? So geht das nämlich. Jawohl, stark. Und noch immer. Ach, shit. Wow. No. Jawohl. Jawohl. Was für Hügel, ey, das sind nur Hügel. Also ein ähnlicher Hügel. Okay, dann soll der Laster mal vorbeikommen. Na ja, gut, das wird kein Problem. Ja, natürlich. Ja, es ist, jo, macht er nicht ins Hemd. Ist schon alles im Griff. Yes. Jawohl, wie bei, hier war das Dings. Wie heißt Fast and Furious? War da nicht auch so Szenen? Was da? Alter Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Shit. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Die Aue zu am besten. Kommt mir zu ihm. Welche Dose sah der nicht? Sag mal, wann ich die Aue wieder aufmachen kann. Nope. Nope. Nee, 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 nee. Ah, shit. Nee, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das... Oh, fuck. Fahr bitte da oben lang. Fahr bitte da oben lang. So, jetzt muss ich halt mal ein bisschen Gas geben, ne? Für mich zu wenigstens so ingeblendet wäre, wie weit der jetzt schon weg ist und wie viel Gas und so und wie knapp es ist. Ja, da ist nicht mehr viel Stroß übrig, ne? Oh, oh, oh. Ja. Knapp, eng, shit. Zieht hoch. Nein. Zieht hoch. Zieh dich hoch. Ja, hoch. Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Oh. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Du musst dich hochziehen. Hoch. Alter. Zieh dich doch mal dran an denen. Kannst du dich bitte mal ein bisschen dran ziehen? Ja, ist in Ordnung. Nein. Jetzt nicht. Ich hab jetzt keine Zeit für den Shit. Jetzt gehe ich mal in Deckung. Du einer derlich. Als hätte er jetzt nichts Besseres zu tun. Wie das scheiß Ding, du. Der hätte jetzt keine die Heckklappe auflassen. Für die Deckung.
Keine Ahnung, was mach ich denn jetzt? Freestyle. Nein! Ja. Deckung bitte. Shit. Jawohl. Jawohl. Ach, dass der nicht immer den Rand da oben lassen kann, hä? Jemand Deckung bitte jetzt. Schlag mal noch. Tschüss. Alter, wo kommst du dann her? Alter, du lädst hier nur in der Zeit, du nur lädst von andere. Alter, wie viel von euch gibt's dann? Ja, warum bin ich denn jetzt in die Luft geflogen? Ja, noch mehr AK-Munition. Kann ich doch auch zu Eis springen? Den anderen kann ich auch noch fett schaffen. Ja, ja, so, jetzt sind wir wieder am Start hier. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss, ne? Jawohl, jetzt slide mir. Jetzt slide mir wieder auf den Matsch. Wir sind der Matsch-Slider. Nein! Ich hab keine Ahnung, was ich da machen muss, ey. Ohne Scheiß. Ach, geh in Deckung bitte. Dass der immer so ungünstig nur laden muss. Ich verstehe das gar nicht. Der hätte doch keine gerade so beim Rumschleiden den genauso rausdrehe. So, jetzt pass auf, jetzt dusche die mal wegknuppe da. So, und jetzt dusche die noch wegknuppe. So, jetzt dusche die noch wegknuppe. Wie viel von der Rest gibt's dann? Alter, schafft ab jetzt. Ich kann es nicht gebrauchen, da. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. So, du bist der Nächste, ey, wenn ich dich erwische. Jawohl, tschüss. Alter, wo fährst du dann lang? Musst du jetzt rechts abbiegen? Achso, der fährt da vorne weiter. Schon gemeint, der wäre rechts abgekommen. Naja, gut, sonst vielleicht falsch gesehen. Macht dir nichts. Spring mal bitte da rein. Komm her. Komm rein. Renn du jetzt. Ja, merke ich nichts von. Hopp rein jetzt. Jetzt komm doch da mal rein. Wäre er gleich rein gesprungen, da hätte ich das gesehen und wäre ausgewichen. So war meine Konzentration an der Fallstelle. Oh. Ja, shit ist es, ne? Und jetzt? Ja, klar, warum der kurze Weg geht auf der Fahrerseite raus, wenn man auch der lange Weg auf der Beifahrerseite rausgehen kann, ne? Was ist jetzt? Ja, keine Ahnung, was will ich denn jetzt von mir? Ah.
Ich habe keine Ahnung, wo er mich jetzt... Ah, da unten. Aha. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Ne, das hat nicht überlebt. Das ist nicht gut. Tschüss. Achso, ja, gerade so geklappt, ne? Jetzt ist gerade wieder leer. Schön geskriptet gewesen. Ah. Gib mir Gas jetzt. Gib Gas. Du musst Gas geben. Gib doch mal Gas. Ah, ich sehe nichts. Ah, Am liebsten wäre es mir, du den Chain auf 3 Reif schieße. Sag ich jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Fick, fuck, nein. Das ist schlecht gelaufen. Alter, der Reif müsste normal schon längst kaputt sein. Ich sah sie nur. Jawohl, als Strohwurf das brennende Ding. Ne. Oh, knapp, eng. Shit. Klicke hat, hä? Dieses so das Ding in, quasi so durchgeslidet sind, hä? Alles klar? Jupp. Verschwinden wir. Mit der Knatterpixto, hä? Als wüsste ich nicht, was hier im Hotel die abschließen. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen, Geld? und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Now we are Wo talking. ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir. Hallo, Elena. Dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena, es ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Die ist schon gut, ne? Bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich
Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Jo. Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey, was machst du? Lauf hier nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Er saß Kontakte. 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut Hey, allein. du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Der hätte ja müsse gleich sagen, fertig. Schon gleich gesagt, saß er. Das war einfach dumm. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Ach, der hätte ja müsse gleich sagen. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Waren wir nicht schon mal in der Kings Bay? Na, was sagst du? Ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Was ist das für Bier? Bibila? Das kann ich jetzt nicht so schnell lesen. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ja, hätte ich ja auch einfach keine gleich sagen.
Was jetzt? Ich dachte, Nickersche. es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Soll ich jetzt fahren oder was, hä? Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Wenn wir das raushupsen, wie ist denn das? Geh jetzt mal aus dem Weg, du. Klar. Schick. Alter, ich kann ja auch dauern, ey. Du überall lang muss, dass man du vielleicht nur Schätze suchen kann, ne? Ich muss jetzt quasi über Wasser und unter Wasser nur dem Shit suchen. Nein. Das ist hier schon eine wahre Pracht, wie lange der so die Luft anhalten kann, ne? So lang kann ich die Luft nicht anhalten. Kommt der mir immer nur gepetzt, Alter. Das ist doch mal geil. Dann kann ich da ein bisschen rumgucken und der kommt mir nur gefahren. Einwandfrei. So muss das sein. Ja. Unabhängig davon muss ich jetzt schon sagen, es ist schon ganz schön, da, ne? Also so von der Sache her. Das Wasser ist geil, ne? Ach, das ist nix. Buh. Buh. Warum tut denn der so schräg schwimmen? Der kennt doch normal schwimmen, so grad, was ich graule, so schwimme, nicht so schräg. Ja gut, wenn er Rennen kennt, das wäre halt richtig geil, ne? Irgendwann muss so richtig geil rennen. Ja, aber wenn ich mit dem Boot fahre, kann ich doch jetzt nichts hier abladen, ne? Wie dann? Alle hopp, dann komme ich halt ins Boot drin. Geht besser Arme ins Wasser hupse. Denn du nur nicht mehr so stinke, bist schön erfrischt. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte. Alter, wie hat denn dir den Finger abgespreizt? Kann ich da auch auf Grund laufen? Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so genau war, du. Ihren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinen Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, zählt, stimmt's? Wer weiß, vielleicht war es das alles am Ende wert. Wenn ich 400 Millionen Schatz kriege, das sind ganz normale Felsen, hä? Taxi gefällig, Ma'am? Ich will dir hier schon auch so ein bisschen zwischendrin gucken, nicht dass da irgendwie was Cooles ist, ne? Ein Beispiel da unten, was ist denn das? Das ist ein Boot, das sieht doch auch aus als, oder ist das du... Sind doch so Koralle oder so Gedöns, du kennt ja auch was versteckelt sind. Schade. Sag mal, warum hat denn der eigentlich keine Taucherausrüstung dabei? Wenigstens so Schnorchelding. Besser wäre natürlich noch so richtig mit Taucherflaschen allem drum und dran. Uah. Ja, jetzt wird's eng, ne? Ist dann der Kollege, du. Ja, du war jetzt nichts, als hätte ich keine was das sind. Jetzt tut der rückwärts fahren. Will der jetzt vor mir abhauen oder was? Hallo? Alter, willst du mich verarschen? Fühlt sich echt seltsam an. Nee. Stünden wir endlich an der Quelle zu etwas wirklich Großem. Ich
Ich empfinde ebenso große Aufregung wie Panik. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Wer mich die Kameraperspektive wechseln kenne, ne? Fahren wir dumm und drumherum. Kennt ihr auch was Sinn? Ich weiß nicht, ich meine, da wäre irgendwo auch so ein Schiffswrack oder sowas gewesen. Kann ich eigentlich mit dem Boot auch die Handbremse drin hauen? Nee, ne? Ich meine, wäre jetzt auch unlogisch, aber in so Spielen ist es eh so Sache meistens. Ja, es ist doch schon auch eher so. Also tut ja schon die Kurve ein bisschen enger fahren, wenn ich das mache, ne? Guck mal, was ist denn das doch eigentlich? Dave, da oben. Ich seh's. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Einer, den ich sagen, gehen wir mal gucken, oder? Das wird doch eine wunderbare Geschichte. Wir tun jetzt so wieder ein bisschen Glittere. Dann sind wir geschwitzt. Dann tun wir nur Ein Weg zum Turm. schön ins Wasser hupsen. Stopp. Wow. Frag mich, was er getan hat. Ja, auf jeden Fall nicht das, was er hätte machen sollen. Lieder geschmettert. Ja, das war sicher der Grund. Hier ist eine Treppe, oder ist sie nicht das falsch? Wenn die hinten Treppe sind, dann gehen wir sie erstmal in die andere Richtung. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Dumm, die dumm. Ist du was? 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 Guck mal, das ist eine Höhle. Eine kleine Höhle. Jawohl. Gibt's aber nichts, hä? Ja? Schade. Warum ist denn da Höhle, wenn es... Ah! Wollte gerade sagen, warum ist denn da Höhle, wenn es da nichts gibt? Ja, so Blechpix. Und dann sah sie mir, es wäre Schatz. Im Leben nicht. Das ist aber auch ganz geil, du, ne? Du kannst dich jetzt hier schon schön, wenn die Sonne knallt, drunter, das sieht schon schöner aus. Drunter fläzen, ne? Das ist schon ganz geil eigentlich. Die stehen im Schatten. Klar, da hinten die Höhlen, die waren halt schon geiler. Aber trotzdem, ich meine. Ja, gut, da ist jetzt nichts, ne? Der hätte aber hier keine Ahnung, was sind. Hast du da drauf gucken? Ne, geht nicht. Geht leider nicht. Wie in bester Rettungsschwimmermanier hat er sich in die Welle reingestürzt. Ich hasse das hier wie die Pest. Salzwasser irgendwie an die Lippe oder so. Würde ich nie machen, sowas. Ich finde das auch generell immer so ein bisschen merkwürdiges Gefühl, im Meer zu schwimmen, ne? Wenn du weißt, scheiße, geht jetzt zig Meter weiter runter. Irgendwelche Tiere und Fische, du zwischen deine Fies drum hin und her Fläusche und Kräusche und Fläusche, wie auch immer. Ah, es ist schon irgendwie, finde ich, dann immer so ein bisschen merkwürdige Geschichte. Das mag ich nicht so. Da habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl. Ne, oder wenn du dann so reingehst, ne? Und dann denkst du, oh ja, es geht noch, auf einmal macht's zack und dann geht das fast senkrecht runter. Ich meine, ich kann hier schwimmen, aber es ist trotzdem irgendwie, wenn ich nicht sehe unter mir, was Sache ist und so, dann ist das irgendwie so. Ich war ja Anfang August, war ich im Urlaub, war ja auch am Meer. Und jo, ich weiß nicht. Also das Meer, das war halt schon... Ach, dreckig will ich nicht sagen, aber du konntest halt jetzt nicht unbedingt bis auf die Boote gucken, weil du halt viel dann so abgestorbene Alge und so Zeug lang sind, ne? Und dann siehst du nicht, wo du anlaufst, dann war du ein paar Städte zwischen. Und dann hast du halt auch vielleicht ruckzuck, dass du mal irgendwie auf Seeigel oder irgendwas getappt bist, ne?
Das habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl gehabt dann. Ich mag das wirklich nicht. Ja, jo, komm jetzt nicht mit deinen Hinweise. Lass mich doch mal ein bisschen gucken. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Eine Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Guck mal, da oben, da sind ja auch noch so, ne? Da ist auch noch so ein Turm, der ist eigentlich ganz gut getan. Aber das sieht aus, als wäre da auch noch so ein bisschen Vorplatz dabei, ne? Mhm. So können wir uns da noch runterstürzen. So können wir wieder den Matsch-Slider machen. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Ja, wir gucken gleich mal. Zuerst müssen wir mal den Rundumgang machen. Nicht, dass wir da was übersehen. Mhm. Ist nicht schade. Sehr, sehr schade. Ach, ich weiß nicht. Als die ganze Balge noch so, das alles dran und Halle und ich weiß nicht, irgendwie. Ja, okay. Jo, stark. Und der andere tut sich nur aus, oder wie ist das, hä? Sepp, hier lang. Komm da, wirklich. Ah ja, so ist er. Guckt der so ein bisschen raus, ne, lunzelt der so mit dem Kopf raus. Und guckt, wie es geht. Ja. Aha. Gucken wir mal, wo es lang geht, hä? Sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Quasi wie Kompassnadel. In die Richtung bitte. Was will er mir da jetzt mit zeigen? Oh. Das ist ja ganz neu. Warte mal. Okay. Chapter 1 of Captain Avery and his crew. Stark. Known of thief bold adventures wherever of much talked of for a while as Avery. He made as great as Neuf in... Kann ich das auf Deutsch lesen? Avery... Was ist denn das für ein Satz? Achso, das ist nur der markierte Text. Ich will doch den ganzen Text lesen. Nicht nur den markierte Text. Ja. Stark. Panoramablick. Na, was habe ich denn von dir gelernt? Geil die Sicht, ne? Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ich würde gern lieber dahin in die Höhle gehen. Ah, wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Okay, du schaust nach dem Pfeilsymbol, ich hol das Boot und sammle dich ein. Okay. Also. Normo, ihr Leid. So. In the world as Mary Ways does know and was looked upon prevented in Europe. As one that had raved him. Das soll die wahrscheinlich himself heißen, ne? Sieht eher aus wie himself. To the dignity of a king and was likely to be the founder of a new monarchy, having as it was fate taken was ist das S? Immense riches and married the great
Morgul's daughter, who was taken in an Indian ship, which fell into his hands, and that he had by her many children living in great royalty and state. That he had built forts. Was? Kann ich nicht lesen. Magazines and was master, das ist doch S, oder? Master of a Flout. Ne, Stout. Alter, was ist Schrift? Ich weiß ja nicht. Squadron of ships. Manned with able and desperate fellows of all nations. That he gave commissions out in his own name to the captains of his ships and to the commanders of his forts, and was acknowledged by them as their prince. A play was writ up on him, wahrscheinlich written, keine Ahnung, called The Successful Pirate, and these accounts obtained such belief that several schemes were offered to the council for fitting out a squadron to take him, while others were for offering him and his companions an... Was ist das dann für ein Buchstabe? Irgendwas of grace, and inviting them to England with all their treasure left his growing greatness. Keine Ahnung. Might hinder the trade of Europe to the East Indies. Wahrscheinlich diese Ostindien-Kompanie. Yet all these were no more than rumors improved by the credulity of some and the humor of others who love to tell strange things. Warum hat er nur Things groß geschrieben? For while it was said he was aspiring at a crown, he wanted to shilling, and the same time it was given out he was in possession of such prodigious wealth in Madagascar. He was starving in England. No doubt, but the reader will have a curiosity vielleicht of knowing what became of this man and what were the true grounds of so many, was ist das für was? Reports concerning him, bla bla bla. So, jetzt Normo, was hat er markiert? Avery und war wahrscheinlich Gründer einer neuen Monarchie, da er Gerüchten zufolge immensen Reichtum angehäuft hatte. Doch bei all dem handelte es sich nicht um mehr als leere Gerüchte, weitergetragen durch die Leichtgläubigkeit einiger und den Humor anderer, die dem Erzählen seltsamer Geschichten zugeneigt sind. Unter dem Siegel, sie waren keine Piraten, sondern Männer, die gewillt waren, sich die Freiheit zu schaffen, die Gott und die Natur ihnen gegeben hatten. Naja, gut. Ach, du warst ja alles noch. Wolltest du nicht irgendwie das Boot holen? Was bist du, Kerl? Was bist du, Kerl? Würde mich mal interessieren, wie weit runter kommt man mit dem Ding. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt müssen wir nochmal den Ausgang finden. Aha, so ist er. Eigentlich ganz geil gemacht, oder? In diese... Ja, Höhle ist es nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Können wir das Ding nicht irgendwie aufmachen? Naja gut, wahrscheinlich geht das dann schon irgendwie automatisch auf, wenn du dann so weit bist. Vielleicht. Maybe. Au.
Alter, noch weiter weg kannst du nicht parken, hä? Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Naja gut, darüber halt, ist mir schon klar, weil da oben ist ja auch noch so Vor- und so Turm. Schick, schick. Ist noch ganz sauber, das Boot unten drunter. Ich weiß nicht, tut der also beim Tauchen vielleicht sogar schneller vorankommen als oben? Ja, ja, ist hier schon gut. Ja, den Pfeil sehen ja, ich sehe halt auch die Höhle hinten dran. Die Höhle wird mich halt viel mehr interessieren, ne? Halt die Frage, ob wir da jetzt irgendwie rinkommen. Sieht da jetzt halt nicht so aus, ne? Da oben, eine Art Flaschenzug oder so. Ah, ja. Aber kein Weg nach oben. Shit. Shit, shit, shit. Ich will aber hoch. Kannst du nicht wie so Äffchen an der Palm hoch? Ach du, der springt aber. Ach, guck mal. So. Zack. An der Palme nuff. Ach, hast du nicht beim Meinige zugeguckt, wie der auf die Palm geklettert ist? Kann schon nix heißen, den Kerl. Ja, du müsst mal halt jetzt irgendwie hochkommen, ne? Mich stört das. Ich will da jetzt hoch. Da sind doch Rille dran. Da kann ich dich schon dran festhalten. Ach so, scheiße. Vielleicht kommen wir das ja aber auch noch hin, wenn wir dort dem ganzen Gedöns folgen. Ich habe also immer so ein bisschen die Angst, ne, dass ich dann irgendwie nicht mehr dorthin komme. Gut, Brüderchen, dann los. Ich glaube, du ein Haus wird's Zeit, ne? Stopp! Ich weiß nicht, da ist doch bestimmt irgendwo noch so Schiffswrack, wo ich runtertauchen kann. 100%ig. Die Höhle, ne? Nee. Ja, nee. Gut. Stopp. So, jetzt geht's aber da los. Jawohl. Stark. Jetzt gucken wir mal. Oh, nur so ein bisschen. Schade. Von da oben sieht man jetzt nicht, dass du irgendwo so Schiffswrack wäre, ne? Wusch hat's gemacht. Ja, jetzt erzähl mir doch nicht laufen, dass du mir Hinweise geben willst. Lass mich doch mal ein bisschen gucken. Alter, wie der den Finger abspreizt, das sieht nicht ungesund, sieht nicht gesund aus. Das sieht wirklich nicht gesund aus. Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Der hat eben gesagt, er sieht noch einen Pfeil. Ja, aber die so die Mechanik vom Bootfahrer, die ist schon ein bisschen... Normal wird das Boot da... Ja, wenn ich so vorwärts, rückwärts komme, oder hinten ist ein Schiff. Was? In die Richtung. Tatsächlich. Ja, nee. So mal, nee. Bevor wir jetzt so machen, du mir erst mal da hinten gucken, was du aus dem Wasser guckst. Das ist ja auch nicht normal.
Sieh nicht das, da hinten. Stopp. War da noch so ein Pfeilding? Tatsächlich. In was für Richtung Zeit das? Jetzt ist das Boot genau drüber jetzt, ne? Ah ja, in die Richtung. Was? Zeit doch Mitte aufs Meer raus, oder? Ja, mir gucke jetzt erstmal da hinten um Boot, um Schiff, um was auch immer. Nathan, da drüben, ein Schiff. Was? Oder vielmehr ein Wrack. Das, wo du angeguckt hast, auf jeden Fall nicht. Oder du hast deutlich bessere Augen als ich. Kann ja auch sein. Guck mal, das ist auch noch so ein Ding, ne? Ja, ist Zeit auch wieder zurück, ne? Mir gucke jetzt erst mal um Schatz. Fertig. Kennen wir nix? Wir gucken wir jetzt. Ja, dann mal aufdauern, dann mal Luft holen. Da mach ich mir Sorgen um dich. Warum? Hast du was gemacht? Wenn du mit deinem Boden bei mir über dem Kopf rumpetzt wird, dann tät ich mir auch weniger Säue machen. Oh, guck mal da, was ist denn das? Nein. So, jetzt kannst du deiner Passion nachgehen und tauchen. Ah, stopp. Schatz, jawohl. Schatz, Hammer. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich vielleicht gerade noch mal Luft holen. So, und jetzt ganz nach unten, wenn es geht. Und zwar da auch runter. Runter. Ah, das war Duster. Ist aber echt Duster jetzt. Ja, wir gucken da schön überall noch. Er kann die Luft anhalten, also gar kein Thema bei dem. Ist jetzt ein bisschen wenig gewesen, was er da geborgen hat, ne? Da hätte er ruhig mehr aus dem Graben rausholen. Muss so Schatzkiste. Ach, genau, das holen wir noch ab. Und Scheiß, wenn ich Mole kennt wie den Nathan, das wäre schon geil. Aber da bin ich doch relativ deutlich und weit davon entfernt, muss ich sagen. Also was ich Mole will, kein Mensch siehe. Vielleicht wird es noch als abstrakte Kunst durchgehen, aber wahrscheinlich nicht. Gut, dann würde ich sagen. Alles gut. Was ist das? Das Lagerplatz, ne? Ah, was ist das? Was ist das? No Schwätzer. Ja, das probiere ich echt gar nicht zu lesen. Kann ja kein Mensch lesen, ey. Ein höllischer Traum. Ich befand mich wieder in diesem Gefängnis in Panama. Eine Schlinge um meinen Hals und der Henker war mein Großvater. Das war episch, oder? Schon eklig. Er hielt ein hölzernes Dismas-Kreuz vor mich und fauchte: Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, Jonathan Burns. Er schubste mich vom Turm und ich fiel. Ich erwachte in kaltem Schweiß, gebadet zu wildem Geschrei. Der Tackler unserer Karavelle, was ist ein Tackler? War schon nie gehört. Der an einem durch Fieber ausgelösten Delirium litt, machte das Schiff klar und setzte Segel. Darby versuchte, ihn aufzuhalten, aber der Junge stach den guten Kapitän mit einem Messer nieder und ließ ihn sterbend am Strand zurück. Die Kommasetzung finde ich nach wie vor komisch, ne? Also wahrscheinlich schon die Kommas einfach 1:1 aus dem Englischen übernommen. Weil normaler, also ich steht jetzt da, Darby versucht, ihn aufzuhalten. Dann kennt man, wie mir über Komma schwätze, aber weiß ich nicht. Aber der Junge starr, ja, na gut.
Wir konnten ihn erst fassen, als das Schiff auf Grund lief. Ich ordnete an, den Tackler als Strafe für seine unverzeihliche Tat an einen kaputten Mast zu binden. Der erste Offizier Hayes hielt dies für unnötig grausam und meinte, dass es auch eine Kugel tun würde, aber ich hielt an meiner Entscheidung fest. Wenn wir einen ähnlichen Zwischenfall vermeiden wollen, wenn ich erfolgreich sein will, muss ein Exempel an der Mannschaft statuiert werden. Wir bargen so viele Vorräte wie möglich und brachten sie zu unserem verbliebenen Schiff. Bei Einbruch der Nacht begaben wir uns zurück zur Höhle und begruben den armen Kapitän Darby. Die Männer beschäftigten sich mit den Vorbereitungen, aber es war unmöglich, ihr Geflüster zu überhören. Ihre Zweifel an unseren Zielen. Ich versammelte sie bei Darbys Grab und rief aus: Er darf nicht sinnlos gestorben sein. Wir sind weit gekommen. Averys Schatz und großer Ruhm warten mit Gewissheit auf uns. Um ehrlich zu sein, war die einzige Gewissheit, an die ich dachte, die Entscheidung, Claire zu Hause zurückzulassen. Diese Reise wäre zu viel für ihre zarte Verfassung gewesen. Sie ist fast zu viel für meine, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Ehre meiner Familie, meine Ehre, steht auf dem Spiel. Schick. Klapp zu das Ding. Gut, wo bist du? So ist er. Ah, jetzt hupst der ins Wasser. Wenn ich aufs Boot will, hupst der ins Wasser. Du bist auch ein Trottel, ey. Hey, hast du was gefunden? Nee. Ja. Mogulschätze im Wert von 400 Millionen. Dummschwätze. Hochgradiger Dummschwätze. Ja, war das so jetzt eine Kreisgeschichte oder? Wo kam man du jetzt hin, wenn man um die Eck fahre? Schön. Schick. Sehr, sehr schick. Und hübsch. Ist das etwa gefakte Felswand? Ich soll die Treppe gehen, hä? Entschuldigung. Nix. Beabsicht. Fahrt jetzt. Müssen wir da irgendwie noch Motaure in der Höhle? Nicht, dass du Bauarbeiter was Falle gelost hat? Ja, einer schwätzt ob ich Schere natürlich nix, ne? Es ist halt schon bitter, ne? Du musst halt wirklich einfach alles abgrasen, weil es kennt dir doch irgendwo noch was versteckelt sind. Und trotzdem wäre ich am Ende die Hälfte übersehen. Das ist unbegreiflich, ist das. Unbegreiflich. Sieht aber so aus, als wäre du nichts, ne? Ich war doch eh wo auf an der Luft. Der hätte ich doch gerne jetzt mal Luft hole. Ja, jetzt verlust langsam die Kraft, ne? Ja, gut, dann gehen wir halt die Treppe rauf. Hopp, dann hast du mich überzeugt. Ja, super, das hat sich gelohnt, die Treppe. Treppe. Vari bracht die Treppe. So prachtvoll die Treppe habe ich noch nie gesehen. Was, der Klick und mir Boot mit Dach. Ja. Das Vogelscheiße. Das wäre schon ein bisschen eklig. Was genau? Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Ja, da müssen wir rüber, ne? Aha. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Wow. Alter, wie willst du zu Tode stürzen? Du schon ins Wasser falle. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? So. Na, er hatte das Geld. Der kann, stimmt's? Und zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, gehen wir näher ran. Ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, als hätte ich irgendwie was übersehen, ne? Also, wo man noch hätte hin können.
Wo man noch was... Oh! Wo man noch was hätte finden können. Weil ich weiß nicht, das ist halt dann schon auch immer eine langwierige Geschichte, ne? Wenn du jetzt wirklich überall anfährst, vor allem das Boot, das hat ja eine Hölle Tempo gehabt. Ein Schatz. Das wäre komischer Henkel, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht. Gehen wir nochmal da hoch. Ja, geht. Einwandfrei. Hupsa. Gut. Du bist einfach ein Kletteräffchen, hä? Ein Kletteräffchen bist du. Gucken wir da oben nochmal, ich glaub. Oder? Waren wir da? Gut, jetzt gehen wir da links und rechts aber auch nochmal gucken, oder? Ach, guck mal da, was ist denn das? Das ist ja auch nicht normal, das da, oder? So sieht's nämlich aus. Aha. Hey Sam, komm, hilf mir. Ja, bis der Sam da... Ach, wie ist denn der jetzt so schnell da hochkommen? Komm durch. Ja, ich komme. Ich komme. Ja, klar doch. Puh. Ziemlich viel heben und kriechen, was? Ja. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Mal gucken, ob da auf dem Boden irgendwo was glitzert, ne? Ja, arg geile Aussicht, ne? Denke ich mal auch wieder, ne? Das so schöner Campingstuhl an, Kaste Bier, Kumpel dabei. Geil, oder? Finde ich ja nicht. Ich finde schon. Au. Halt, ist halt auch nix, ne? Aber das ist jetzt so offen die Geschichte, ne? Nee, bleib ohne. Alter. Warte, mal herkommen. Ja, jetzt muss der natürlich wieder am Revege rumhängen. Nein! Ach, halt dich doch an dem Ding fest. Darüber kommt man nicht, hä? Mindestens hast du jetzt kein Weg gesehen. Gut, so waren wir ja schon immer. Kennt höchstens? Nee, da kommen wir nicht drüber, glaube ich. Ich glaube nicht. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Das sind halt okay, Schätze, ja. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Ist mir das so alles abgegrast von, hä? Geht noch ein bisschen Zeit drauf, glaube ich. Gut, dann kommen wir da vorher. Du warst so Holzleder, da können wir gerade noch mal die Räuberleder machen. Komm. Gut gemacht. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Alter, ich schon gedacht, du gibst mir jetzt eine Hand. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Phase Aussicht, hä? So mo geil, oder? Sam, was entdeckt? Und das Wasser. Herrlich. Sam, hey, bist du noch da? Nö. Gott, verdammt. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. 2 Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann.
Ich kann das schon. Nein! 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 Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Schneller. Hast du Schneller. Möglichkeit suchen, dich hier rauf? Schneller. Okay, dann spring rüber. Nein! Oh. Alter. Seid doch bitte nicht so überzwerg jetzt. Danke. Alles in Ordnung? Jupp. Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Nee, Okay. mir gucke jetzt zuerst mal. Aha. Okay, für was soll das gut sein? Komm, los. Schöne Aussicht. Ja, das ist schon geil, ne? Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Hast du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Ich gehe mal davon aus, wir müssen uns da runterseilen, dann können wir da rüber hupsen, ne? Aber wir gucken jetzt zuerst mal noch hier oben lang, also rinnen. Ist ja auch noch ein bisschen, ne? Jo. Oh. Aber ach, irgendwie weniger, als ich erhofft habe. Schade eigentlich, ne? Dass so nichts zu holen ist. Ja gut, dann... Batsch, jawohl, genau mit der Nuss geht das Ding, geht der Fels, ne? Das zippt bitte. Das Moi merkt er das. Und hupsa. Jawohl. Ist da was? Nö. Moment. Sam, zwecklos, Sackgasse. Die Sackgasse. Okay, dann also wieder zurück. So wäre doch auch noch Felsen an der Wand. Kenne mir. Darüber kann ich mir nicht schwingen, ne? Es sei denn. Mal gucken, ob ich noch mal hochkomme. So, es sei denn. Da war auch so ein Ding dran, ne? Wer kennt vielleicht. Ne, die Kiste. Kriegen wir die Kiste hoch? Wenn wir die Kiste dort hochkriegt, vielleicht können wir uns an der Kiste festhalten. Och, komm, stell dich doch nicht so dran. Nee. Naja, die wird doch nicht hochgehen. Oder? Oh, doch. Ja. Nein. Ja, nein, ja. Noch ein bisschen. Ach. Dann pass auf. Da machen wir jetzt so. Zack. Genau. Guck mal, du dich mal dort dran schwinge. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter Naja, Pfad. Will ich das jetzt Pfad nennen? Ich weiß ja nicht. Das sind vielleicht ein paar Felsvorsprünge. Gut gemacht. Sehr gut gemacht sogar. Also nuff. Kameraführung. Ja. Sehr gut. Batsch. Ajo, wieder die Nuss angehauen. Naja, gut. Ist sie nicht meine Nuss. Wie geht's dir? Ich glaube, ich hätte losgelassen. Mir ist schon runtergefallen. Ja. Gut, aber jetzt ist trotzdem noch so die Geschichte. Was ist denn jetzt? Au. Au. Wow, fuck. Ich habe aber schon gedacht, jetzt ist es um mich geschehen.
Hier rein. Okay. Ja, und was bringt uns das jetzt? Ah, was ist das? Ja, 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 ja. Jawohl. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Jetzt hol ich da wieder so viele Optionen. Das ist alles... Das mag ich nicht. Das freue ich mich öfters. Ich meine, das findet man ja sowas. Hubschrauber oder so. Warte, warum hat der so gepfiffen? War doch schön die Aussicht, hä? Will der Schwätzehalle. Wo da hin ist andere Höhle. Ach, ich weiß nicht, wenn ich sowas sehe, du kennst direkt schon wieder in Urlaub fliehen. Das Problem ist, das, also urlaubstechnisch, was so jetzt quasi ähnlich schön wäre. Ich will jetzt nicht sagen zwangsläufig, aber das ist schon dann eher so ein Fluch von 10, 12 Stunden, wo ich halt weg, ja, überhaupt keinen Bock drauf habe. Aha. Das ist ein Helm. So ein hässlicher Helm. Der sieht auch nicht so aus, als würde er die Funktion eines Helms erfüllen können. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Ehres machen würden? Jupp. Nein, nicht wirklich. Ja. Naja gut, was soll ich machen? Ach so, soll ich das nicht machen? Der ist doch auch hingesprungen, der hat überlebt. Erklärung bitte. Alter, musst du jetzt jedes Mal vor mich schubsen? Die Insel da in der Mitte, ne? Das sieht auch aus, als wäre das irgendwie was Besonderes. Naja gut, dann probieren wir das halt noch einmal. Muss ich da jetzt nicht drauf hupsen? Und ich wahr gemacht, bin ich gestoppt. Muss mir jetzt nur noch einer erklären. Aha. Schick, schick. Das ist der Strand, wo wir vorhin ohne waren. Samo. Waren wir doch schon einmal jetzt? Nee, ne? Waren wir noch nicht, oder? Schon keine Ahnung. Bin ich da oben? Ja. Yeah. Was ist das dann? Was ist dann da eingeblendet war? Ach, irgendwas hat er geladen. Naja, hab dann. Ach, so viel geile Stelle, ne? Aber warum konnte ich jetzt da hochklettern, ne? Wenn ich das Schubse kenne, dann kenne ich vielleicht an das Ding da dran, aber das traue ich mich jetzt eher nicht. Aber man kann doch jetzt nicht umsonst, also das hat ja bestimmte Grund, warum ich dort jetzt hochklettern kann, oder? Keine Ahnung. Finde ich jetzt nix. Wie weit kann ich denn du hupse? Gut. K-geheimer Durchgang. Breaking News. K-geheimer Durchgang. Ist das du Moos oben drauf? Ist das dann irgendwie glitschig? Wie ist denn das? Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los geht's. Ich will's aber jetzt wissen. Puh, wahrscheinlich muss ich da runterrutschen. Musste Hupser machen, das Pfeildings und dann Tarzan. Jawohl. Ich hab den Durchblick. Sam, komm hier herum.
Batsch. Jawohl. Kommst du klar? Jupp. Jawohl! Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt immer das Gefühl, als hätte ich da vorne was verpasst, wo ich an das Tor nicht dran gekloppt habe. Wow, was ist das alles? Sam, schau mal hier. Averys Schiff. Schick. Die Fancy. Sie greift die Gangi Sawai an. So fing alles an. Ist jetzt das kleine Schiff dem seins oder das große? Our Code. Avery und Tu halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Blaupausen, okay. Braunpausen. Nimm mit das Ding, kann ich vielleicht verkaufen. Ah, Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. muss ich jetzt das Offensichtliche sagen. Die Figur, du. Den ich jetzt sagen, das würde ich als Schatz durchgehen. Das ist geil geschnitzt oder vielleicht ist es sogar aus Gold. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich ist es aus Holz geschnitzt. Aber das sage ich, ist eine geile Arbeit. Ja, das Ding nehme ich mit, kann ich als Schatz akzeptieren. Aber die ganze Becher, die er innen sammelt als Schatz und das Ding lädt er wieder zurück. Verstehe ich nicht sowas. Verstehe ich nicht sowas. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Piraten World. Steht jetzt, bevor ich da drin hupse, würde ich Modowein noch so Raum, oder? Sogar noch mehrere. Ach, wahrscheinlich sind die durch diese Tümpel da verbunden, ach, ne? Ja, was weiß ich, wahrscheinlich darf ich da nur da rumkämpfen und dann kann ich da hin und her schwimmen. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Also, was ist das für ein Ort? Schwätz. Eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Ja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Aber jetzt mal ohne Scheiß, gucken da ich das doch mal an, wenn ich schon so ein Ding da baue, Mitte in die Pampa. Alter, kann ich auch lieber wie sagen sie, Dingsbums bauen. Libertalia oder so ähnlich. So, und jetzt? Stell dich mal da drauf, du bist fett genug. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Nee, ach, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt nur noch gucken, da war ja vielleicht noch das der andere. Wo willst du hin? Einfach noch ein bisschen gucken, du. Du kennt doch noch irgendwo was hin. Eine geheime Höhle oder sowas. Nicht immer gleich abhaue. Einfach mal ein bisschen da rumgucken. Du in der Ecke kennt zum Beispiel noch was hin. Ist aber nicht. Aber er versucht was wert. Guck mal, das ist auch, ne? Da hinten. Ne, es sieht also alles kennt da hinten schwimmen, ne? Aber es geht nicht. Optische Täuschung. Man kennt auch sagen, Grafikfehler. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Sieht hier soweit ganz schön aus alles.
Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die das alles für die PC quasi überarbeitet haben. Also Texturen und so, Auflösung und HDR und Raytracing und weiß Geier was. Oder ob sie das quasi eher nicht gemacht haben. Wird man bestimmt rausfinden. Kennt mir mal Google. So, dann kommt er her und hebt der Bruch. Auf geht's. Ja, was ist denn jetzt? Hast du keine Lust mehr? Heb's alle. Auf geht's jetzt. Hau ruck. Hau ruck. Wie sie das immer alle Halle kennen, aber nicht alle hochhebe. Ich verstehe das nicht. Ich meine, schwer ist schwer. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Jupp, 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 jupp. Jupp, jupp, jupp. Der ist aber auch wenig unterwegs, ne? Ja gut, das ist so Wasserrad. Ja. Ja, wir gucken mal. Ab ins Licht. Mal sehen, was passiert. Nix. Noch ein bisschen. Ja gut, wir kennen das noch ein bisschen weiter, Roboter. Dann sind 2 Stück drin. Ah, da außen auch noch welche. Kennen wir da auch irgendwie die, wie sagt man? Die kann man jetzt aber nicht irgendwie hoch und runter machen, ne? Ah, da gibt es auch noch kleine. Ja, das hilft. Was? Was ändert denn sich da? Hä? Oh, bin ich jetzt mal... Oh, warte mal, stopp mal. Aha. Jetzt sind wir langsam... Jetzt können wir schwätzen. Dann petzen wir das mal zurück. Stopp mal. Das ist dunkelhell. Also das müsste man ja auch noch irgendwie drehen. Ah ne, ist darum, den ich sagen. Also steht Sahn so rum, oder? Stark. Bin einfach hervorragend. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldridge, ein Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Mhm. Kriegen wir das da hin? Noch ein bisschen. So. Der andere Kerl? Erst war er niemand. Dann wurde er Schwertkämpfer. Vielleicht so. Nett. Ich hätte aber eigentlich gesagt, wird gut ausgesehen. So ist es ja nicht, also nicht steil genug. So kennt es halt ein bisschen zu steil sind, ne?
Ich finde eigentlich mich das so passe. Ach so, warte mal. Jetzt ist das Ding wieder verdreht. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist natürlich ungünstig. So. Sehr gut. Tschüss. Und auf ein neues. Wer ist das? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Ja gut, dann gucken wir mal. Was haben wir da noch? Ja, okay. Dann passen wir auf. Ah, shit. Drehen sich ständig. Malik sieht überhaupt nicht aus. Was macht er so weit weg von der Barbaristen? So, wie sieht's jetzt so aus? Sehr gut. Dreht sich das Ding an mit, das ist unschön. Das mischt aber ja reiche, wenn das quasi einfach Aimo. Du hast es. Ja. Tatsächlich. Oh. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Toole. Und wo ist der Avery? Da geht's lang. Hey, Moment mal. Das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Schon seltsam. Vielleicht kommt er, wenn wir da am Hebel ziehe. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Ruff. An die frische Luft. Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Wie sie paranoid vielleicht. Ach, Sehen, was er für uns auf Lager hat. wird dunkel, hä? Duscht er. Das geht ganz schön tief runter. Jo. Sieht aus an. Ja, ist jetzt wirklich... Aha. Also Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern. Frag mich das am Ende. Ach, du bist doch so ein Trottel, ey. Halt dich doch an dem Shit-Ding fest. Ist das jetzt wirklich zu viel verlangt? Das geht ganz schön tief runter. Also Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern. Frag mich das am Ende nochmal. Ah, da geht's auch rein. Ach. Jawohl. Aber runter. Gut gemacht. Ist nicht gerissen. Schön. Gerade so nicht gerissen. Mich schon ein bisschen abnehmen. Aha. Das Boot ist da unten. Ja, Nach Ihnen, Captain. nix. Jetzt gucken wir jetzt erstmal hinter zu der Tür. Ach, die ist kaputt. Da habe ich schon nichts verpasst. Wir gehen jetzt aber trotzdem noch mal gucken, weil das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Stopp. So, in die Richtung. Sehr gut gemacht. Kommt ja wirklich so Gewitter, ne? Es war so schönes Wetter und jetzt kommt der Gewitter. Hätte jetzt keine weiter die Sonnenscheine. Nee, es muss ein Gewitter kommen. Und unser Boot, es sieht jetzt auch nicht unbedingt hochseetauglich aus. Oder als käme das gut mit Unwetter zurecht. Das sieht eher so aus wie so Anglerboot. Und tschüss. Wenn du dich nicht beeilst, fahr ich ohne dich, ne? Ich sag sie nur. Bist du? Gut. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Dann fahren wir rechts. Oder was wollte ich mir damit sagen? Zittern buchstäblich die Hände.
Such die. So waren wir in der Claybucht, ne? So waren wir auch. Wäre es andersherum vielleicht schneller gewesen? Na, weiß es nicht, ne? Aber so rum sind wir gekommen, da können wir auch so rum zurückfahren. Verfahren wir uns auch nicht. Wären wir vielleicht besser so wieder rausgefahren? Ja, da sind wir doch ein Ring gefahren, oder nicht? Aber ich frage mich, warum der da jetzt gerade so Ladeprobleme hat. Ups. Nein. Ja, bin ich auch. Haben wir eigentlich dort oben schon immer? Kann ich mich daran erinnern, dass wir da oben waren? Ah ja, oder? Ja, ziemlich groß. Weg jetzt. Ja, das wird der Turm gewesen, ungefähr, wo wir am Anfang waren. Gut, dann geht's ja. Dann ist ja alles in Ordnung. So, wie kamen wir da jetzt hoch? Wir sind fahren die Treppe hochgegangen, oder? Ach, kannst du nicht bitte einfach einen Schritt schneller laufen? Er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Aber dass mir so den ganze Shit, welche, den sieh ich doch. So, und dann mache ich doch nicht so Geschiss. Denn das sieh nicht, dann gehe ich dort an. Dann sieh ich, ah ja gut, ist es da. Wie machen wir das auf? Wir finden nichts, dann nehmen wir halt Dynamit. Fertig, so hätte er das schon alleine auch gemacht. Da hätten sich den ganze Shit hier sparen können. Verstehst du? Und so haben sie jetzt wieder ein halb Jahr da rumgekaspert. Nur, dass die anderen kommen, um uns alles wegzunehmen wieder. Hey, komm. Oh, nein. Nein, du hast die Ehre. Okay. Keine Widerrede, komm. Ja, ich tu noch nicht widerspreche. Okay, Ken. Was sehen wir hier? Noch nix. Geh doch jetzt mal hoch. Oh. Da. Kick. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Libertalia. Optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Natürlich. Ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Woher wussten die jetzt, wo sie suchen müssen? Bau doch, was weiß ich, kann ich jetzt nicht irgendwas so kaputt machen, dass sie nicht sehen, wo sie an müssen. Zack, ajo und tschüss. Ist dunkel, ne? Arsch, duschte. Was ist denn jetzt passiert? Wie ist der jetzt wieder an Bord gekommen? Naja, das wäre so die fette Sinn vom Anfang, ne? Deswegen tun sie das so ein bisschen mit Schwarz überspringen, aber weiß ich nicht. Wenn sie auch keine Farbe machen. Ab in den Matsch. Ab in den Matsch. Guck mal, der hat gar keinen Dreck an der Arme. Wenn ich das mache, der wäre voll mit Sand, Schmatsch, Dreck bis von oben bis unten. Der nicht. Nichts. Ja, so ein bisschen vielleicht. An der Hosen, ne? Aber an der Arme nicht. An der Arme nicht, ne? So, das war's für heute noch mal. Ach Gott, was haben wir heute alles erlebt, hä? Wir haben uns durch den Marktplatz gekämpft, 200 oder 300 $, ich weiß gar nicht, wie viel so oscherischer Kompass ausgibt, der nichts wert ist. Wir haben uns die Kirche angeguckt, ohne aufzufallen, ohne Krach zu machen, haben dann aber leider eine riesige Glocke runterfallen gelassen, keiner hat's mitgekriegt, oh Wunder. Dann haben wir uns schön durch die, ich würde sagen, Karibik gepetzt, ne, mit unserem Bötchen, haben schöne Aussicht gehabt, Schiffswrack entdeckt, Aquädukt, wie es erzählt haben, ne.
Und jetzt sind wir leider in einen kleinen Sturm gerot. Und wer ist dabei, um uns Gesellschaft zu leisten? Natürlich Shoreline. Wie sie uns auch immer gefunden haben, ne? Wir machen die ganze Arbeit und wer ist da? Shoreline. Und die wissen auch direkt, wo sie an müssen, die Insel, wo sie an müssen und alles drum und dran, ne? Wir machen so Aufwand und die sind halt da, wenn es gilt, ne? Naja, so ist es halt. So kennen wir es aus Uncharted und wahrscheinlich auch aus alle anderen Spiele. Und daher ist es jetzt auch kein Wunder gewesen, ne? Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Schon ja auch genug dumm geschwätzt. Von daher soll das eigentlich gepasst haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann. Ciao.